es ist so, ich habe 2, 3 Fragen zu diesem Lied. Und zwar, seit ich es erst mal gehört habe, habe ich es nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, die ganze Zeit im Kopf. «No, 7-9», hat sie gesagt. «Du weisst immer noch nichts», hat sie gesagt. Und es ist ja wirklich das erfolgreichste Schweizer Lied aller Zeiten. Und ich habe mir überlegt, warum? Warum ist das Lied so erfolgreich? Und ich bin auf eine Lösung gekommen, weil es auf Berndeutsch ist. Ja, ich meine, ich komme von Basel. Stellt euch vor, ein Basler hat das Lied gemacht. Oh. 079, hat sie gesagt. Du weisst immer noch nichts, hat sie gesagt. Oh, FCB, oh, FCB. Endet immer in einem Fußballsong zu Basel, auch wenn wir nichts zum Singen haben. Aber es wäre nicht gut gesehen, oder? Noch schlimmer, ein Ostschweizer. Geben Sie mir wenigstens die Vorwahl! Per favore! Hallo! Vorwahl, per favore! Das geht doch nicht. Geht nicht. Darum ist es gut, dass das Berner sind, die Lohnlödig. Und das, obwohl es eine sehr, sehr komische Textpassage hat. Zum Beispiel habe ich eine Frage zu dieser Textpassage. Ich lüte jeden Tag eine Auskunft an und möchte Ihre Nummer an. Wer läutet heute noch eine Auskunft an? Viele arbeiten nicht mehr da. Nur noch sie und noch 2 andere. Eins das 3. Mal ist sie dran. Sie gibt mir jede Nummer. Ihre gibt sie mir nicht, gibt sie mir wenigstens Vorwahl. Also. Der Typ läutet jeden Tag die Auskunft an und sie gibt ihm jede Nummer, nur ihr gibt es ihm nicht. Alter, was brauchst du ihre Nummer? Du hast sie ja die ganze Zeit am Telefon. Ist das so? Der klassische Applaus à la «Ah ja, stimmt». Und dann läutet er 10 Millionen Nummern an in 6,5 Jahren, um sie zu erreichen, die jedes 3. fucking Mal bei der Auskunft dran hat. Schon nicht so? Ja? Und dann haben sie noch so komische Wörter in dem Lied, zum Beispiel Tüt, 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 hat sie gesagt, tüt, tüt. Man hat dir schon mal so das Telefon abgehakt? Gut, ich habe jetzt angefangen damit, muss sagen, macht sehr Spaß. Immer wenn ich mit meiner Mutter telefoniere und sie sagt «Tschüss, Schatz, ich liebe dich». Tüt, tüt, tüt. Tüt, tüt. Klick. Oder wenn der Kollege sagt, halt, überweise endlich mal die 100 Stutz, die mir immer noch schuld ist. Tüt, tüt, tüt. Tüt, tüt. Klick. No, 7-9, hat sie gesagt. Und was ist das Wort? Per favore. So ein schönes Wort. He? Was hat das Wort in einem schweizerdeutschen Lied zu suchen? Sind Sie so im Studio gesehen so? Hallo. Lo. Da fällt uns noch ein Wort. Ich nehme eins auf. Warte schnell. Gab sie mir wenigstens die Vorwahl? Bitte. Nein, das ist nicht gut. Mach mal eine andere Sprache. Andere Sprache. Gab sie mir wenigstens die Vorwahl? S'il vous plaît. Nein, auch nicht. Gab sie mir wenigstens die Vorwahl? Please. Nein, das ist schon scheiße. Gab sie mir wenigstens die Vorwahl? Per favore. Das ist es im Fall. Gab sie mir wenigstens die Vorwahl? Per favore. No, 7-9, hat sie gesagt. Du weisst immer noch nichts, hat sie gesagt. In dem Sinne, schöner Übergang ins 2019. Macht's gut oder auch... Tüt, tüt, tüt. Tüt, tüt. Dankeschön. Joel von Lutzenbach.